Jesus läuft die en wil die vrij maken. Hij heeft die voor een dieren prijs gekauft. Dankeschön, liebender Vater. Ich danke dir für wer du bist, dass du wie ein Leben ja Gott haben, was dran darf in allerbeste Welt für uns. Und was uns sehnen will und was uns helfen will. Dankeschön, in Jesus' Namen. Amen. Okay, vandaag hebben we nog bara van Epheser. En we gaan bara 3 in Epheser kapitel 1, vers 19 en 20. Dat zegt, en dat je begrijpen kan, wat voor een riesige kracht God in ons werken laat, die we aan geloven. Dat is dezelfde geestelijke kracht, die hij bewijst als hij den Heiland vom Daut opwierkt en bezegt ter rechterhand den höchsten Ehrenplatz im Himmel geeft. Vers 19, die wil ons wijzen dat de riesige kracht God is. Dat zegt, hij heeft deze riesige kracht. En die kracht, dat meint dynamis en dat meint dynamite. Dat is dus een explosion. Dat is dus een kracht wat we niet begrijpen kan. En dat wil hij gaan, zal we begrijpen. Dat zegt in 19e vers, dat je begrijpen kan. Dat wat hij wil gaan. Wat van een kracht. De 20e vers, dat is dezelfde geestelijke kracht die hij bewijst als hij den Heiland van Daut opwirkt. En wanneer we zeggen dat we gaan deze kracht en ons nieuwgeborenen geest zijn, dan zegt dat we gaan alle kracht wat we evers voor breken. En Epheser 1 vers 19 en de 20e vers, die zegt wat we al gaan. Wat we gaan in Christus. Want dat zegt in 19e vers, die wat am geloven. Die wat am geloven, die gaan dat. Die gaan deze riesige kracht. En wanneer we reden van een riesige kracht, dan meint dat ries, dat je niet te begrijpen. In Englisch zegt dat exceeding greatness. Dat is zo'n wat we niet begrijpen kan. Höher als wat we begrijpen kan. Dat wat Jesus en ons heeft als een nieuwgeborene geest. En dat is die kracht wat Jesus uit dem graf uitbracht. En waarom betont Paulus dat zo zei? Dat hij zegt im 20. vers, dat is dezelfde geestelijke kracht die hij bewijst, als hij den Heiland vom Daut opwirkt. Waarom wil hij gaan dat we zijn kracht weten, wat van kracht we in ons als een nieuwgeborene geest gaan? Wieso wil hij gaan dat we zijn dat kracht weten, we zijn dat verstaan kan? Wenn dat is een grote kracht, dat is een kracht, als Jezus geboren werd, zo dan braucht van den eersten moment, wat Jezus geboren werd, braucht hij Jesus te brengen. Als een kleine kind, dan braucht hij al te brengen. Aber durch einen Engel kam Josef und sagt, flieh naar Ägypten. Dat Jesus kon gered zijn. En Herodes merkt alle anderen van 2 jaar en onder, alle jongens en de omgeving merkt hij alle dood. Wenn de vriend wil niet gaan dat Jezus zal leven. En zo staat daar zijn ganze leven, dat hij alle ween, proeft hij Jesus te brengen. En nu wird hij mal endlich gekreuzigt worden, wird verschlagen worden, zodat nicht mal really nur ein Mensch leid. Sein Körper wird ganz verraten. Und nu wird hij am Graf, en dat wordt de vriend wil aan bij halen. Dus dat ze wil de vriend aan bij halen, hij deed al zijn macht, Jesus de bij halen. En dat waarom dat zegt, de riesige kracht Gottes, bracht Jesus uit dem graf uit. En bij hem dat hij hem uit dem graf uitbracht, dan gewoont hij zoten, hij neemt zoten zijn macht weg. Hij neemt in de macht weg en hij besiegt den Daut, den geestlichen Daut besiegt hij. Dus dat ze met hij dat terugkwam. En wat nog? Hij zag zoten onder zijn feit.
So wat van de kracht hebben we met dat dezelfde kracht, van wie dezelfde kracht in ons hand, in ons nieuwgeboren jas, wat Jezus op een graf uitbracht. Wat kan Satan nog voor ons doen? Satan proeft alles, aber wir weten dat, en met dit hebben we een proof, dat God zijn kracht, die is eeuwig alles. Er is keiner, wat zo'n grote kracht heeft, als God allein. So, wenn wir das verstehen können, dann wird eben uns Gebet sich ändern. Das wird sich changen. Wir wollen abhören mit Gott immer nur das schlimm, nur Jan schlimm, aber wir wollen in das Gebot vom Neuen Testament, wo wir beim leben. Und dann wollen wir sagen, ich und mich selbst, sie können nicht. Ich sehe nicht. Ich bin bloß Fleisch. Ich und mich selbst kann nicht tun. Aber den Vater seine Kraft, was an mir niegeborenen Geist bin ist, der Geist, was Jesus aus dem Grab rausbracht, dadurch hat uns die Authority, was gegeben hat, und Gott seine Kraft sein. Und das, was Petrus verstanden hat, als sagt, du hast dort so, als sei ich nur Pfingsten, den Heiligen Geist hatten gekriegt und all dort, sie bleiben danach immer mit den Juden zum Tempel gehen und mit durch dort zu beten. Sie hatten ihre Stunden, wenn sie zum Tempel gingen, beten. Und das wird nur mehr. Dann gingen sie weiter beten beim Tempel, so als die Juden dort gewarnt werden. Und dort, wo sie abgewaschen werden. So sie gingen und deuten dort. Und als sie gingen, dann trafen sie durch einen lummen Mann. Der wird von Geburt an lumm gewesen. Er hat noch keinmal nicht gehen. So was der sah durch dort zu beim Port, und schlimm nur Geld. Und was sagt Petrus? Er sagt, ich habe nicht Geld, ich habe das nicht, aber dort, was ich habe, dort gebe ich dir. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh ab und go. Und dann hat niemand bei der Hand, halt ihm ab, und du mit dort den abhalt, kriegt der Mann Kraft in seine Beine, er kann stehen, er kann gehen, und er fängt an zu hüpfen, und er preist Gott, für dort er gehalten wird. Und dort wird nicht, dass Petrus dort in seine Kraft deut, er wird in sich selbst nicht das eigene Du sein. Aber er weiß, was für eine Kraft, die riesige Kraft wird annehmen, und wenn er dort läuft und er dort annimmt, weiß er dort, was er hat an Christus. Und dort wird er deut. Man wie dort verstehen, dort wird uns auch ändern. Dort wird uns ganz, wir wollen nicht mehr Gott nur Dinge brauchen und sein, dort wir sind helpless. Komm, dummer Wort. No, wir haben dort hier ben. Das ist hier steht so an uns ben. Und dann dürfen wir nicht mehr grimm sein, wir dürfen nicht mehr grinsen, wir dürfen nicht mehr durchgedreckt sein. Johannes 10, Vers 10, der sagt, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und einen Grund zu bringen. Ich sehe gekommen, dort Leben zu bringen, und dort sei dort voll abhauen sollen. So wurde die Stehler, der kommt die dort zu bringen, die zu nicht merken, die zu nicht voll merken. Und was sagt Jesus, für was er gekommen ist? Er sagt, ich bin gekommen, dort Leben zu bringen. Er bringt Leben, und was kommt mit Leben mit an? Dort ist, und er sagt, dort sei dort voll ab sollen haben. Dort ist nicht bloß, dort wir sollen großes Leben bleiben. No, wir sollen dort voll ab, abundant life soll wir haben. Und dort ist im ganzen Unterschied. Und es steht dort, wenn wir irgendwas an uns kommen, und es steht dort, wir wollen in eine Eich ran und uns verstärken. Und sagen, please God, hold den Feind zu ziehen. Wenn wir dort verstehen, dass wir haben die Kraft in unseren Jes bin, in den niegeborenen Jes, dort ist, dann können wir Beruf sein an Christus. Nicht wenn uns Fleisch dort merkt Fehler. Ich merke sehr viel Fehler. Ich merke alle Tag Fehler, sehr viel Fehler. Frag meine Familie, frag mein Mann, meine Eltern. Ich komme in Kart alle Tag. Wenn mein Fleisch kommt Kart. Aber wer sind ich in Christus? Und dort, wo wir Vertrauen machen haben, und dort, wo ich dort kann hier verbringen.
wen den vertrauen. Und wenn wir den vertrauen, einmal wollen haben, was Gott an uns ist, was Christus für uns tut, dort merkt eine Welt von einem Unterschied. Sagt eben, dort wenn wir nie geboren sind in unseren Geist, selbst dort an den 19. Epheser 1, Vers 19 sagt, die wie an glauben, all die Glaubende, was an Christus glauben und angenommen haben aus dem persönlichen Heiland, die haben dort. Und dann habe ich Jesus, sein Geist, den Heiligen Geist an uns in der Kraft auch. Und dann brauchen wir nicht mal Frauen, wie sie bewies die auch nie in Wahrheit. Nur wir dürfen bloß für eine Offenbarung beten, dass er uns kann wiesen, was er auch getan hat. Und dort merkt eine Welt von einem Unterschied. Wir haben gelehrt in Dr. Leaf ihr Buch, und dort leben wir auch eine Bibel. Dort wir sind drei Part. Wir sind Geist, wir sind Seele und wir sind in Körper. Und dort lebe ich in 1. Thessalonicher 4, Vers 23. Und der sagt es steht, mag Gott selbst, der Friedensgott, sodass es in Gott wird der Friede gibt. Das ist nicht in Gott, wird uns eine Angst antrieben. So, wenn wir eine Angst haben und uns eine Angst antrieben, dann wollen wir das nicht von Gott. So, dann werden wir der Rüte, nicht? Wenn dort sagt, hey, er ist der Friedensgott, der Gott, wo du Frieden gibt. Mag Gott selbst, der Friedensgott, gehen durch und durch helgen. Und dort, wo ich stehen bleibe, und dann kick ich an der Englische, und du sagst dort, sanctify. Wo meint sanctify? Dort meint helgen und auch sehnen. Und wo meint helgen? Ich kann niemals nicht so sagen, du nennst gedacht, wo dort meint helgen. Und ich kick mir dort einen plattdeutschen Dictionary ab, und dort seht, so merken, dass Gott dort gefällt. So hij will die in mir helgen, und so merken, dass Gott dort gefällt. Und so, wenn er uns merkt, dass Gott dort gefällt, dann sieht er uns nicht mehr aus dem Fleisch, aus dem Sender. Dann merkt er uns so aus Jesus. Und wollt ihr noch, aus Jesus eben referiert haben, von was Johannes der Täufer am Deuten deit, dann kam Jesus durch, und als er durch kam, dann kam wieder eine Stimme von Himmel, und der sagt, das ist mein Leiber sehen, und den ich wohlgefallen habe. So, wenn er dort sagt, zu Jesus, und er sagt, er will uns durch und durch helgen, von uns Kopf bete treuen, will er uns helgen. Und dort sagt, wenn er uns helfen wird, dann sagt er, so merken, dass Gott dort gefällt. So, wenn er dort ist, dann sagt er zu mir und auch zu dir, du bist meine liebe Tochter, du bist mein lieben Sohn, und den ich wohlgefallen habe. So, merkt ihr den Unterschied, wenn du dort weißt, dass Gott sagt dort zu dir auch, und dann auch sagt dort in Sehen, und kickt auch ab in Sehen. Was ist in Sehen? Don't mind wem ein Sehen geben. So, wenn du Blessings beten das, oder ein Sehen sprechen das über den Nächsten, dann sagst du, ich will dort ganz Beste für die. Ich will dort ganz Beste für die. Und dort, was er sagt, was er will. Er sagt, mit Gott selbst, der Friedensgott, den durch und durch helgen. Und jenen yes, soll in Körper unbeschädigt und rein bewahren. So, was meint, was will er unseren Geist soll in Körper unbeschädigt und rein bewahren. So, dann kickt ich weiter im Englischen, was meint unbeschädigt? Das meint blameless, faultless, unharmed. Und im Deutschen Dictionary, du hast dort so, du siehst, so wenn das sagt, ganz, rein ganz, und dann noch heil. So heil will unsere Seele, uns Geist und uns Körper heil und rein bewahren. Das wird heil für mich und auch für die will. Und nicht bloß dort, was sagt dort wieder, das nächste Part. Wenn die Wellen kann dort wirklich in jene Bibel, ab jene Übersetzung, wird jeder Beste gleichen, kickt ihn dann ab, studiert den Vers,
dat is in 1 Thessalonicher 4, vers 23. En dat zegt, bet wanneer wel hij dit, wel hij die als geest, ziel en körper onbeschädigt en rein bevoren, bet ons Herrn Jesus Christus wederkomt. Dat zolang hij dat wil. En zolang als de vriend aan die en ook aan mij toetracht heeft, wil hij dit voor mij ook voor die doen. Dat is een ding wat hij wil doen. Hij wil dat rein ganz beste voor die. En hij heeft alles gedaan door Jezus Christus. En dat hij geleden en om kruis gestorven is voor die en voor mij. Heeft hij dat alle laten door te komen. En niet bloß dat, aber dat hij heeft Jezus met de riesige kracht uit dem Graf gebracht. En die riesige kracht heeft hij ons gegeven als niegeborene im Geist. En dan zegt dat in 1 Johannes 4, vers 17, wil zo als hij weer, zo leven we ook in deze wereld. Zo wil we Jezus, wil we hij. En 1 Johannes die zegt, zo als Jezus weer, zo zijn we ook. Niet im Himmel, bloß im Himmel, aber in deze wereld. Hier zit ze al, kan we zo zijn, aber niet als Fleisch, als Geist. De moment, wo du Jesus als persoonlijke Heiland aanneemt, dat van die niegeboren bist, dan bist du zoals Jezus. Du likens Jezus. En dan zegt dat, wenn du geheiligt bist, dan heeft God die zo gemerkt, dat God een wil gevallen heeft aan die, zoals het in 1 Thessalonicher 5, vers 23 sagen dat. So, die Säule is dort wat du denken dat, wat du gefallen heeft. En dat is wat du maar niet gemerkt. In 2 Korinther 10, vers 5, du hast dat gesagt dort, met dat wat God ons zum Kämpfen bereitstellt, merkt wie alle Gedanken zu nisch en alles wat hoch en fremd uitlaat, aber ons hindert, Gott immer beter kennen te leren. Wir nehmen alle Gedanken vast, dat hij Christus gehorchen moet. So, wat zegt dat? Dat we zullen al onze Gedanken onder Christus stellen en we zullen die Gedanken te nisch merken. Even die wat from uitlaat, wat goed zit, aber dat meint, wanneer dat ook goed zit, aber niet van God is, dan zullen we die Gedanken te nisch merken. En dat is waarom dat wichtig is, dat we de stem van den Heiligen Geist kann leren. Dat we weten, wann die ist. Nicht unsere Gedanken, nicht unsere Säule, ihre Gedanken, nicht den Feind seine Gedanken, wenn der Feind selbst hat einmal auch gute Gedanken. Und dat is waarom das Vers sehr wichtig ist, das sagt, wir sollen alle Gedanken zu nichts merken, was nicht von Gott sind. Mit dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merkt wie alle Gedanken zu nichts und alles, was hoch und fromm uitlaat. Even dort soll wir zu nichts merken. Wir sollen bloß an dort festhalten, was von Gott kommt, was der Heilige Geist uns angeben wird. Und dort merkt eine Welt von einem Unterschied. Wir haben in unserer Bibelklasse, da habe ich einmal von dem Blatt gelehrt. Dort ist unsere Säule, unser Geist und unser Körper. So diese Säule, dort ist die, wo du nie geboren ist. Den Moment, wo wir uns Christus angeben, unsere Sünden verantworten und aus dem persönlichen Heiland annehmen, dann wird diese Säule, dort ist die, wo du nie wird, die liegt Christus. In diese, der Geist, die Säule ist dort unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und wenn wir diese nicht mit dem Geist stimmen und mit Jesus und nicht unsere Gedanken festnehmen, dann horchen wir bloß nur unsere Gefühle. Und wenn wir bloß nur unsere Gefühle horchen, dann horchen wir uns Fleisch, uns Körper. Und wenn wir unsere Gedanken und unsere Gefühle nur gehen, dann sind diese taub. Und wenn einmal zwei sich taub sind, die gewinnen. Aber wenn wir unsere Gedanken festnehmen, in die unter Christus stellen, dann sind diese beide, wo du gewinnst.
En wanneer iemand twee doe je ben, dat is wer du overhand neemt dat. So wem was du han, wat du soll overhand nemen en dien leven. Dat is de onderscheid en dien leven. So waar we Paulus zijn gebed ons in het gebed merken. Dat zegt es dit. Vader, ik heb nog maar een kleinen aanblik van wat Christus voor mij gedaan heeft. Wer hij voor mij is. Mij fehlt een ganze openbaring en dat is wo ik een vreugde doe. Merk mijn ogen op te verstaan en te zijn wer ik ben in Christus. Hou mij te verstaan deze rijkelijke herrlichheid en deze riesige kracht wat du brauchst, om Jezus uit dem graf uitbrengen, dat du die aan mij nieuwgeborenen Geist hast neergesteld, dat ik en dat en mijn ziel en Christus met den Heiligen Geist kan siegreich leven. Vader, help mij deze openbaring te begrijpen. Zoals dat am 19. vers en op Epheser 1 vers 19 zegt, en dat je begrijpen kan, wat voor een riesige kracht en ons werken laat, die we aan hem geloven. Amen. Kijk je gern deze Bibelversen en jene Bibel met jene Übersetzung lezen, wat je interessiert. En die spreekt wat je wil. Aber studiert das an und fragt den Heiligen Geist, was bedeutet die Versen für mich? Wer ist Christus für mich? Und wenn ihr einen Frauen habt, oder einen Comments, die kann mich gern anrufen oder mir ein Message lassen. Ich verteile gern mit ihnen. Und wenn ihnen Hilfe fehlt, dit zu verstehen, wer du bist in Christus. Kannst mich wirklich contacten. Ik red wel met die. Ik zie Bertha Wall. Dankzij voor deze video aankijken. Ik wens die Gottes zegen.